Welcome to our channel Thuis op dem Haus. Wir sind eine Familie von 9. Wir wohnen und kochen so viel von uns eten thuis op dem Haus, als het möglich ist. Ich hoffe, ihr könnt von uns was lernen und auch mitmachen. Möcht ihr eine schöne Zeit haben, das Video den Link zu klicken, was wir von der und tun. Und vergeet nicht, wenn ihr das gleichen, den Subscribe-Button abzudrücken. So, nu wil ik me hier een sourdough starter aanvangen. Dit is mijn glasje wat ik immer in e-shop habe. Kan je zijn, dus nach Bubbles Span, nach Bluesje Span. Der ist noch aktiv. So, wenn ich dit doe, ich will ihn wiesen. Nu wil ik me hier so dort reinmerken. Das erste Mal, dass ich nicht mit so viel Mehl anfange. Biet even een kuffel voll. En dan mir dat fein dick kriegen, zoals ik dat dan wel. En voor de vernieuwd wat hier niet zijn, ik da al mijn Mehl zelfs merken. So wird es dit. Und dann deed mir hier so flechte Hauf, mit über der Hauf. Ich da immer sicher merken, dass ich hier wird bauen lassen. Ungefähr vielleicht ein toller Befall, oder ein bisschen mehr, wo ich versicher immer hier bauen lassen. Und dann wollte ich mir von dit hier rausschauen, wo ich hier eine große Glas habe, jetzt angeriert. Zum dit hier bauen war er voll drin. Das fein durchrieren. En voor dit kan een eerste soort wet brengen. Ik ga nu hard wittet wet. Ik ga het met hard rode gevorderd, met weekend wittet, dat schoof met eerste wet en dat schoof met gekofte meel. Zo. En dit wordt nu bloos deze plastic schroef dubbels losnap. En dan zat ik met de trein e-shop. En wanneer ik dan e-shop zat, dan deed dat plus veel langer, maar dat opgaan deed. So, wanneer ik 3 dagen weer would komen van dit brood, dan wordt het nog allemaal beim Abgehen sein, dann würde es noch einmal aktiv sein und das lang nicht so busig. So, das ja train ich op für das nächste Mal, wenn ich backen will. Und das wollte ich hier nu fein durchrieren. Und das wollte ich dann auf meinen Apfelstoff stehen lassen, weil das fein blusig ist und dann wollte das war voll drin. Und weil ich dort mit meinem Sourdough gewöhnlich, wenn ich würde ein paar Tage hingern unterbacken, dann würde ich, wenn das ist reut ist zum Backen, ich das ist Brücken da, dann würde ich hier bloß ein kleines Basket bauen lassen und da war mehr Mehl und Butter drin und dann war frischen noch mehr, was da anfangen hat. Und ich würde das immer noch fördern, wie viel ich brücken will. Ich kann nicht hier was wegnehmen, bloß wegen das fehlt. Ich muss immer das so lange fördern, weil ich genug habe, dass es mir fehlen wird und dann brücke ich davon so viel, es mir fehlt. Und wenn ich dann will mehr bauen, dann lade ich ein bisschen bauen. En dan würde ich das bara frisch auffangen. Wenn ich nicht will, nach nächsten Tag erst wenn ich mehr backen, dann würde ich das bis alle brücken. Nu wird hier bloß eine Plastik Schrift ab und dann hat am Apfelstoff stehen lassen. So, nu will ich Ihnen das hier noch wiesen. Die kann ich vielleicht sein, die Blusjes durch. Weil ich nicht aus der Ort zu sein, dann das ein bisschen schoten mehr. Das wird mir nur reichen, da, wenn ich die Unges Blusjes sein kann. Dann ist es Zeit, diesen Starter frisch zu fördern. Gewöhnlich würde ich den bei Mittagrammer ein bisschen nur Mittag anfangen und dann bei Service, bei ich würde schlucken gehen. Dann würde ich das dit lassen und dann würde ich noch einmal so viel machen, was mir dann nächsten Tag morgens was fehlt, den die ich merken. Und dann wird eben noch einmal lassen, fern abgehen und dann erst das morgens reutchen bringen. So, hier kann ich sein, ich mag abgehen und wenn mir das dann nicht ist, den die ich merke, dann lade ich das so raus, wenn nicht, dann ich das noch einmal fördern und dann brauche ich das. Nu wil ik hier 3 Kuchen merken. Nu is dit fijn opgegaan. En ik wil het niet meten. Ik geloof ungefähr, dat zijn van 3 tot 4 kuffel zo die starter dan. Dat alle aan deze kam nemen. En deze butter heb ik opgedeft. Dat weer een 2 zijn bieter. Ik geloof dat wordt een beetje over 1 kuffel vol zijn. En dan fijn doorgereren. Dit geht ein bisschen stout, das kann durchterieren. Einmal durch das in den KitchenAid Mixer bauen. Dann kann das für mich tun. Aber mir kann von der nicht noch mal abwursticht mehr, als du wollt, das bis mit hängen. So, nu habe ich das Butter hier fein mankgeriert. Und nu habe ich hier, das gereinigte Stoff, das sind gedrehte Sellerieblätter. Das habe ich mir zu in Garten, dann darf ich das drehen. Und dann noch fein merken, das hier mangt das ja von so einem schönen Geschmack. En dan wordt door 1 theelepel falsche snackpulver maken en 1 theelepel zout en 1 theelepel baking soda.
fijn doorgereren. So, nu habe ich das fijn doorgereerd. En dat is een beetje daarnaast kikdig vielleicht, ungefähr. Nu word ik dat in deze ploten dan, dit is een Wurstpapier, Backpapier. En dat is niet niet. Dat is rein, ik kan het rein niet merken, maar dat is bruin worden van bakken. So, dan word ik dat nu best aandelen, ungefähr, zodat ik de half in een ploet heb en de andere half in een andere ploet. En te dit heb ik van het harde witte wet gebruikt. Maar dit kan je met alle soorten wet maken. Ik had het al met harde rode wet doen. Dat smaakt dan ook schijn. Dat geeft dan een beetje donkere koeken. Met een bruin loten. En ik had het ook al met witte wet doen. Dat schoof ook. En dan denk ik best proberen zo goed als ik kan. Een gelijke dikke schicht te krijgen allerwegen. Das läufst weil wir nicht eine dicke Schicht haben. Wir lassen das Messer und diese Blut wird ein bisschen zu viel haben, weil ich vielleicht noch eine Blut mal nehmen. Tim hier wird rüht. Ja, hier ist zu viel Bern. Ja, für eine dicke Schicht. Wollt mir noch eine Blut rein merken. Ja, das wird besser sein, in 3 Bluten dort verdauern. Und hier hat erst Wurtmann von einem Jankert. Ich habe auch mal durchgerieben in Käsemann. Das schmeckt auch schön. Und du hast auch andere Schmacksnamen, das ist deutsches Snackpulver. Erst wird geschofen, Zippelpulver. Erst wird geschofen. So, nu wird das in den Bad ansetzen. Ich habe den Bad noch heute. Ich habe den auf 400 Fahrenheit gestellt, weil dann ist das gebacken. So, nu waar je zien kan, dit staat ons van boven een tienpas, deze bruin te worden. En doen we de zodanig schicht als dat ook bruin. So, nu word ik dat bloos daar snijden. So, we allemaal van een grote kuchen ik wil gaan, dat doet dat zo aan. Nu heb ik die 2 in de bak aan. Nu wordt de bak dus veel leer staan. Wegen Goor zijn die nu raar gezegd. Nu durven die bloos nog 3. Nu wordt die op 170 staan. En dat wordt vielleicht meer ständiger, maar die worden fijnruischen dreig zijn. En du habe die sind so sehr feinreich, die sind nicht hart, aber die sind sehr feinreich. Und alle in unserer Familie gleichen die bloß sehr zum Taueten auch für einen Snack. So, nächstens wollte ich Ihnen noch wissen, was ich noch will merken. Wir haben sehr viel Eier. So, ich will merken, was in der Diepfriesen angehen wird, dass wir hostig, frühstück können haben. Und ja, wenn das sehr trocken ist, und dass wir gesund sind und viel Protein haben. Und also wird schön schmecken. Und dann wollte ich das erste Anfang mit mir war, was wird viel merken zu mehl. So, das erste, was ich hier anfange mit dem Deeg merken, das ist ein Köpfel Coconut Oil, das sitzt das so voll, aber das ist gleich bei euch so voll, so das wird mich ein bisschen mehr abholen, so das ist ein Köpfel voll Coconut Oil, zu das jetzt auch Schweinschmalz oder erst ohne Farbe zu drücken. Und dann wollte ich hier 3 Köpfel voll, heute wird dann abgehen und dann das Luten abdämmen. En nu is de coconut oil verdeeld. So nu word je kraks veel maken en als ik butter hoor, ook 3 koffel vol. Drei Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Backsoda. En dan word je 1 lepeltje vol sourdough starter aan. Dit is actief. Aber ich darf von der mal so wenig Sourdough, das ist für mich Backpulver da. Einmal hat das all gemerkt mit einem Active Starter, oder Dollar Active Starter, und dann du viel mehr Starter machen, dann würde ich dann nicht Backpulver machen. Aber ich habe von der nicht ein doll Zeit, um das lang stehen zu lassen, dass das so süß werden kann, oder so abgehen kann, so dann ein bisschen mehr Backpulver und ein bisschen klein Basket Sourdough Starter und hat das von beides machen.
So, nu werkt deze deeg bij zoveel meel maakt, dat de fan, de omfijner deeg is. En dan werkt die een paar stunden staan laten. En ik doe hard witte wertbroken voor zo'n stuk. Krijg dan dat ik voor 2 bak gewoonlijk wordt. Nu wil ik je dan een klein beetje reden van sourdough starter. Mij wordt gevraagd, waar ik den deed merken. En ik heb mir den Anfang nicht selbst gemerkt. Den habe ich von meiner Schwester. Meine Schwester hat davon erfreut. So, ich weiß nicht ganz der Hintergrund von diesem Starter, wie lange der all erst war. Aber es ist von Anfang erst der wenigstens um das Feuerjahr. Und vielleicht auch noch viel länger, was der all erst war. In een sourdough starter heeft een dolma te doen, wie mature, wie oud der ist, omdat die wat so stark zijn. Je älter der all ist, je stärker wird die sein. Je doller, wie wir vielleicht hat sagen, je doller abgewaschen, je mehr wird die verdrehen. So, ich glaube, ich habe einen Säuerfan-Starter, der ist gewöhnlich immer Fan, busig, dass er busig abgehen wird. Aber das schafft gut, sich selbst einen Starter zu merken. Ich habe das noch keinmal getan, wenn ich heute gelernt habe, dass ich einen kriegen und das ist mir dann viel während der Arbeit. Ich knete diesen Deeg bloß, bis das sich fein sperrt, wenn ich zusammen backen det, und wenn ich backe, dann absteht ein bisschen mal Mehl handstreuen, und das bloß so ein bisschen Deeg wird sein aus dem 2-Back-Deeg. Und über dem wollte ich dann die anfangen, das alles fertig schneiden, wo ich will brücken, dann nur die Frühstück-Burritos abfallen. Ich habe Speck, grüne Chilis und Zwiebeln. Die grüne Chilis will sie vielleicht noch ein Chili Marron. Er op English bell peppers. Nu ga ik dat eruit meer aan de burritos vellen. Den deeg wil ik eerst eruit maken. Ik wil hier 2 Dutz eieren aanslaan. So, nu wil ik bij deze eier hier nu 1 teelepel zout. En een halve teelepel gesnickpulver maken. En dan wil ik dat gescheit daar hinunter rieren, viel mehr. En nog wat Cheese fijn reven, weens van burrito als vorig und Cheese. So, hier habe ich mir nu eine schmutzige Pan, die ein bisschen fett bin, und ich habe heute über die Zwiebeln und die grüne Chilis hier ein bisschen verbraten. Und noch ein bisschen Salz überstreuen. So, nu sind diese Chilis und Zwiebeln ein bisschen gebraten, nu will ich die Eier machen. Und ich will kurz die Biederchen Sparkje machen, kräumeln. En wenn natürlich gut ist, dann legt das kurz in die Pan rein, wenn diese Pan bleibt noch lang heiß, wenn das die Bahn läuft, dann würden wir das ganz mehlig die Bahn umbrennen, so dass das bloß gut rein. So, das Tortillsteig, der habe hier nu über dem all ein bisschen über 2 Stunden gestanden, der wird ein bisschen backelig, so ich habe ein bisschen eingemehlt. Und nu will ich den bis zu bitter schneiden. Krieg so aus Tortillas in der Rollen. Und wenn die alles kriegt, liegen große werden, dann würde ich diese Bitterchen werden weh. Bak het nog een beetje, dan een beetje meer meel breken. So, dat heeft me 48 bolletjes gegeven. En nu heb ik de kraks eraan als ik wil 2 bakbolletjes. En wanneer met de bakken, dan doe ik met de blussen meel aan. So, nu heb ik de alle gerold. Nu wil ik met de gans in meel aandoen. En met plat draaien. En dan wil ik die uitrollen. En dit is kraksaus ik gewoonlijk with tortillas bakken, so wenn ik with plus tortillas bakken, dat proces with kraksaus dit zijn. Dat zit gleich alle ganz schmackerend, aber das ist nicht. So, nu habe ich hier diese Tortillas press. Und da ist dann ein Anplan, der heute worden. Nu heb ik deze uitgerolde tortillas hier aan.
En dan wordt die hier in een basketbal. Niet bij de ganz glas. Deze tortillaspraat, der soll schaffen, dem die Tortillas beim Plot drehen. Aber der werde ich mal auf jeden schaffen. Dat wird etwas größlich sein beim Anbauen, wenn ich die beim Plot drehe. So, wenn ich dann erst uitrollen. En dan die bloß nemen en die Toda en dat die Tortillas door een klein basketbal bauen. Dat bloß so viel, dat die nicht ganz dichtig ist. Stört. So, en dan word ik hier eine Flasche nemen. En dan word ik deze andere abfallen. So, nu word ik hier van deze eier wat ik hier goed gemerkt word nemen. En een beetje van deze Käse. Das Käse is zo'n wat ik had Salz gemerkt en had ik al lang in de diepvries gehad. En dan dit hier even, aber niet bakken dat. Ik zie niet een beetje water breken en deze kanten hier al een beetje notmerken. Dan dat waar bakken erin. En aan deze kanten ook. So, fertig. Bloß noch Luther und heute Vater und Stützke beim Bruden. Dann habe ich schönes, gesundes Frühstück. Und wenn die nächstens diese Preis haben, was du heute wollen wird, dort schaffe ich gut die bloß erst uitrollen. Und dann die in klein Basket am Tortillas backen. Bloß so, dass die nicht ganz dicht sind. Und dann dieses dort even dan krijg ik zo merken. Ik had het ook geproefd, bloß den die ich ganz reif. Het schafft es dort ook nog met einer der bloß länger broeden, met einer der Arnoisach broeden. So wat dort van Bern, dat die ich alle fan gar worden heb, wanneer die dan te hostig broeden heb, dan ben ik van Bern nog een beetje zo dichtig. So dan maak ik dat alle gleichen do. So dit den die ich is een klein pasje gar merken, dat het ook niet zo'n sauer revet is, dan braucht einer der nicht so lang broeden doet. So, nu ga ik deze ola eruit. En nu zijn mijn eieren ola. En ik ga hier oben nog al deze tortillas steken. So, nu kan ik een paar dingen doen. Ik kan deze ola besmerken in tortillas bakken ervan, meeltortillas. Oder ik houd nog wat im e-shop, dan kan ik dem op wat anders vullen. Ik geloof dat is wat ik wil doen. So, ich habe den mal uitgevonden, diese bis uploaden schafft besser. Und das was ich in e-shop noch habe. Ich habe Tacofleisch mit Schobel in der Mank. Was ich sonst dort nehmen. Ein bisschen Käse. Und dann habe ich hier sonst das Chili. Das ist so eine Chili für Chili rellenos. Die habe ich noch in der Diepvries. Das ist nu al steht. Die fehlen al te verbruiken. So, das wird uns hier wahrscheinlich geben. Waterbrücken zum Taulim. Ich hoffe, dat fan, dan blijven de Luther fan touw dat die niet spratzen en eerst wat doen, maar die is broeden worden. Deze met Fleisch en Schobeln, dat schoof nappe beter als die met Eier, die zit veel smakker. So, nu habe ich noch diese Fleisch und Schobeln Burritos. Burritos, was sagen wir dort auf Deutsch? Auf Englisch heißt es Burritos, auf Spanisch Burritos. Burritos, ich glaube. Was sind Burritos auf Deutsch? Nu ist mir das alles alle. Das Fleisch und Schobeln, Käse und die Chilis. Und ich habe hier nu noch mit dich. So, diese, die wollte ich mich hier bloß uitrollen und backen für Mehltortillas.
So, nu wil ik deze alle einzelwees in plastic aanrollen, zodat die niet te bakken doen. En dan dit laat ik nog in de zipperle snijden. En dan hebben we hoostig frühstück, want anders op ons veel dat. En gezonde Nordhofje frühstück. En danach mache ich eine Plut voll Tomaten, weil uns auf einmal hostig Tomaten Kartonkers nicht weiten, was wir sollen merken. Oder wenn er nicht tüß gewasst ist. So, nu haben wir das alle Röte in den Diepfriesen an und scheinen es in hostig Röte haben. Ich hoffe, die Hand dit dir gleich und wir sehen uns weiter das nächste Mal. Bye!